So, mein Liebsten, wie öft vandaag de Kloktieden und wo wie frocht no de Kloktied und wo wie de denn op Plattdeutsch secht. Und dortau wechseln wir einmal ins Hochdeutsch. Also, heute geht es darum, wie ich die Uhrzeit auf Plattdeutsch sage und erfrage. Fangen wir an mit den Fragen, weil sonst kommt man ja nicht so sehr auf dieses Gespräch, wie spät es denn eigentlich ist. Also auf Plattdeutsch fragen wir, wenn wir die Uhrzeit wissen wollen, was ist die Glock? Oder wir fragen, wo laut ist das? Also, wie spät ist es? Hier kann man sie auch wieder sehen vom Englischen late. It's too late, tau laut. Also zu spät. Möchten wir jetzt antworten, wie spät es ist, können wir sagen, dat is clock. Also, das ist. Und dann sagen wir für die vollen Stunden, ganz wichtig, nur die Kardinalszahlen. Also so wie im Englischen. Also fangen wir an mit Clock 1, Clock 2, Clock 3, Clock 4, Clock 5, Clock 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier seht ihr nun als Beispiel Clock 1. Das ist 1 Uhr und auf Platt, das ist Clock 1. Clock sagen wir immer vor vollen Stunden. Ist es aber wie hier keine volle Stunde, sondern Viertel nach, sagen wir, das ist Viertel no 1. Oder wenn es Viertel vor 2 ist, sagen wir, das ist Viertel fair 2. Zu der vollen halben Stunde sagen wir, das ist halbig 2. Da wir ja jetzt nur die Zahlen von 1 bis 12 haben, ist es ganz wichtig, auch noch zu sagen, wann wir uns treffen. Weil wenn man sonst sagt, zum Beispiel, ja, wie dräbt us Klokketein, kann das Klokketein am Morgen sein, aber auch Klokketein am Abend oder in der Nacht. Also, mört wie tausend, morgens, mittags, abends, nachts. Sonst kann er ganz schön confusing werden. Hier noch einmal ein Beispiel. Hier nochmal ein Beispiel. Wann dräbt wie us? Wie dräbt us halbig 2 an Nachmittag? Oder wann sind wir von Danzen nach Hus kommen? Ich glöw halbig 2 in der Nacht. Damit habt ihr die Basics von den Uhrzeiten. Beim Uhrzeitenteil 2 geht es dann um die Minutenzahlen. Viel Spaß!